Ja, grüß euch benannt und einen Sackeschgurden. It's Kasperl. Leute. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Ich habe ein paar Tage freigenommen. Also nicht wirklich. Ich habe immer noch die normale Malochene gemacht, aber ich habe jetzt ein paar Tage lang auch irgendwie, es hat mir nicht so bockt. Mit der Reactorei, was ganz gut war, dass ich davor wirklich fast jeden Tag eins aufgenommen habe. Das heißt, ich konnte das ein bisschen, ne? Aber jetzt wird es wieder knapp. Langsam muss dann immer das Hochgeladene werden, damit hier alle 2 Tage ein Video-Schedule, an den ihr euch jetzt gewohnt habt, ne? Mit dem ich euch verwöhnt habe, eingehalten werden kann. Hoffentlich. Je nachdem, ne, was die YouTube-Götter wieder sagen, ob der Algorithmus sagt, hier machen wir einfach. Haben wir ausgewürfelt, ne? Leider eine 20 gewürfelt und oder eine 1, je nachdem, welches System ihr spielt. Und jetzt wird's gelb erstmal. Ich hoffe, dass das am 21. dann rauskommt. Ich nehme das Ganze hier auf, Datum, Wetter, Uhrzeit, am 18.11.2025, direkt nach Malochene, heimgekommen, sich um die Mizis gekümmert, Katzenklo sauber gemacht und jetzt sitzt sie hier. Und hier macht harte Arbeit. Ist alles harte Arbeit. Richtig. Wir sind immer noch in dem Ding, der sahamige Lord, Zockne ist auch harte Arbeit, ne? Video Nummer 31. Bei mir ist es Video Nummer 51 jetzt hier von dem ganzen Ding. Und ich habe mir die letzte halbe Minute nochmal angehört. Er hat schwadroniert züglich, ne? Aber ihm kann man diesen Maßstab nicht ansetzen wie bei allen anderen Leute. Er ist was ganz Besonderes und bei ihm waren sie ganz besonders gemein, alle gegen ihn und ne, viele Leute glauben ihm das nicht. Ne? Warum nur? Der Lügenlord, ne? Warum die Leute ihm nicht glauben, ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht ausdenken. Aber wir kennen die ganze Ding. Er ist der besonderste Mensch und sein Fall ist so besonders, dass wirklich alle Leute sofort handeln, ne, müssen. Polizei, Justiz, Regierung, alle müssen jetzt sofort alles stehen und liegen lassen, was sie gerade machen. Scheiß auf alle Probleme, die wir jetzt aktuell haben. Dem Rainer muss geholfen werden. Ne? Richtig. Das, man kennt das, Track 1510 auf der ewigen Schallplatte von Reinis Ich bin so ein armes Opfer Tiraden. Richtig. Dementsprechend, Leute, bockt euch her, sagen wir mehr. Reißt euch Häube auf, mir gingen einer in Rainer. Richtig. Viele denken, Sachen, die ich gemacht habe, passieren oder passieren eben nicht, weil ich faul bin. Ja, Rainer, das denken die Leute. Und ich kann da auch sagen, wie sie auf diese wahnwitzige Idee kommen, Rainer. Und zwar, indem du über die Jahre hinweg immer weniger Arbeit in deinen Edzardler-Content reingesteckt hast. Und Arbeit setze ich da schon in sehr, 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 sehr dicke Anführungsstriche. Ne? Ja, am Anfang hat er noch versucht, den Greenscreen und irgendwelche Effekte, die waren zwar cringe ohne Ende und wirklich lächerlich. Und mit den damaligen Methoden heutzutage kriegst du ja sowas. Aber ihr erinnert euch ja dann, irgendwann war ihm das dann alles wurscht. Ne? Da hat er sich dann noch nicht einmal die Mühe machen können, dass er den Greenscreen, der hinter ihm hängt, permanent. Ich kenn die ganzen Videos und streamen es, wo er einfach nur vor diesem grünen Lappen sitzt. Wo 2 Klicks einen seiner, ehrlich gesagt natürlich auch grottenbescheuerten Hintergründe eingeblendet hätten, wo er dann immer noch ganz erbärmlich ausgekielt gewesen wäre. Aber nicht mal das war machbar. Die 2 Klicks, zu viel harte Arbeit. Ne? Soll nur zufrieden sein, dass er schön über seinen Zuckerstreuer redet. Und dann vollkommen entsetzt, dass ihm die Leute vorwerfen, dass er eine faule Sau ist. Und Rainer natürlich,
du hättest dir so oft, hättest du dich entscheiden können, auch in den frühen Jahren zu sagen, ja okay, komm, lass dieses Drachenlord-Internetprojekt bleiben, ich suche mal wieder eine normale Arbeit. Hättest du machen können. War keine Option, deine Aussage, nicht meine. Du hast gesagt, arbeiten ist keine Option. Ja? Und jetzt hast du dann Dreck im Schachtel, wie man sagt bei uns in Bayern. Und schuld warst du, weil du zu faul warst, richtig arbeiten zu gehen. Aber das stimmt überhaupt nicht. Ja, stimmt. Okay. Vergesst, was ich die letzten 2 Minuten gerantet habe. Ne, stimmt alles gar nicht. Der Rainer hat das gesagt, dass das nicht stimmt. Dann wird es schon so sein. Ne? Rainer wird ja niemals lügen. Viele Sachen, die bei mir schief laufen, passieren deswegen, weil irgendwie 1000 Leute dagegen arbeiten und sobald die dann dagegen arbeiten, ja, keine Ahnung, kriegen die halt das, was sie wollen und ich nicht. Ja, wir sind wieder, aber der Mann ist im Kopf wirklich auf dem Reifegrab von einem Kindergartenkind. Er begreift einfach nichts und alle anderen kriegen immer, was sie wollen und er nicht. Ne? Allen fliegt alles irgendwie in den Schoß. Nur ihm nicht. Er muss immer den steinigen Weg gehen und danach geht er trotzdem leer aus. Der arme Mann. Und hätten wir gekriegt, was wir wollten, Renner, dann wärst du 2022 in Knast gegangen. Just saying. Ne? Haben wir leider nicht bekommen. Weil das hättest du verdient gehabt, Renner. Das hättest du verdient gehabt. Und ja, die Nummer mit tausende Leute sind gegen ihn und deswegen kann er nichts machen. Diese tausenden Leute haben dich nicht davon abgehalten, deine Steuern nicht zu bezahlen. Die haben dich nicht davon abgehalten, deinen Strom nicht zu bezahlen. Die haben dich... du hast immer deinen Stiefel durchgezogen. Alle Entscheidungen, die dich dahin geführt haben, wo du jetzt bist, sind zu 100% deine Verantwortung. Deine Verantwortung, Rainer. Nicht die tausenden Leute, die gegen dich arbeiten. Ne? Dieser mysteriöse Kabal der Hater, der da irgendwo in einem tiefen Gewölbe sich einmal im halben Jahr trifft und dann unter Sing-Sang irgendwie mal wieder ein Opfer darbringt, damit der Rainer auch bloß wieder kein Glück finden kann. Der Ofi, der Hohepriester, steht da vorne. Nein, Rainer. Es ist deine Verantwortung gewesen, Rainer. Von Anfang an. Du bist wirklich natürlich mit einer Tragödie. Also es wäre für jeden anderen eine Tragödie gewesen. Dir war es relativ wurscht, ne, von deinen Aussagen her zu schließen. Aber du bist mit einer Tragödie, dem Verlust deines Vaters, ins Erwachsenenleben gekommen, aber mit einem dann doch für dein Alter beträchtlichen Startkapital. Ne? Niedrigen 5-stelligen Betrag auf dem Konto. Ich glaube, was hat er gesagt? 25.000, 30.000 Euro oder sowas, was er da geerbt hat. Plus das Haus und das Grundstück. Das wirklich, keine Ahnung, das ist wie wenn du im 100-Meter-Lauf alle bei 0 starten und du startest bei 20 Metern. Das Problem ist, die anderen Leute sind alle schon vor Jahren über die Ziellinie gegangen und du bist halt einfach rückwärts gelaufen. Raus aus dem Stadion, auf die Straße, in ein Auto rein und wunderst dich jetzt, warum alle gegen dich sind. Das kannst du dir ausdenken. So. Okay. Meinst du, die können irgendwie deinen Betreuer auch beeinflussen oder so? Ich glaube, mein Betreuer ist einer von ihnen. Okay. Der Betreuer ist auch ein Hater. Natürlich ist der Betreuer ein Hater. Ne? Weil der Betreuer wahrscheinlich nicht hergegangen ist und gesagt hat, ja, Herr Winkler, das ist alles fürchterlich ungerecht. Ich leite ja alles in die Wege, dass sie wenigstens vom Sozialstaat das bekommen, was sie ihrer Meinung nach verdient haben. Ne? Gutes Auskommen, sie wollen ja nicht viel. Ne? Ab nächsten Monat gibt es 6.000 Euro jeden Monat, ohne was zu tun, aufs Edzardler Konto. Und dann machen sie sich davon ein schönes Leben. Dann klappt es auch mit der Frau und mit allem, ne? Das machen wir so.
Und da machen Sie keine Gedanken, hier die Schulden wegen der Krankenkasse und dergleichen, so da kümmere ich mich dann schon drum. Und Sie haben ja auch wirklich jetzt in Ihrem Leben wirklich genug erdulden müssen und hart genug gearbeitet. Das ist schon verständlich, dass Sie jetzt mit Mitte 30 natürlich, ne, in den wohlverdienten, vom Staat finanzierten Luxusruhestand gehen können. Ja? Legen Sie die Füße mal hoch, wenn Sie das noch können, und lassen Sie den Rest meine Sorge sein. Das hätte er machen müssen. Ja, vielleicht hätte er noch mit seiner eigenen Tochter verkuppeln müssen. Ja, das hätte er machen müssen, um Reini zu signalisieren, dass er kein Hater ist. Was er wahrscheinlich gesagt hat, war: Herr Winkler, Sie müssen, wenn Sie verurteilt werden zur Bewährung, Ihre Bewährungsauflagen erfüllen. Deswegen heißen die Bewährungsauflagen. Und Sie müssen, ne, wir können keine Privatinsolvenz machen, weil das bei Ihnen nichts bringt, weil Ihre Schulden alle davon nicht abgedeckt werden können. Steuern und Krankenkasse und dergleichen. Und Sie müssen auch ein bisschen vielleicht mal in so eine Maßnahme, mal irgendwie, keine Ahnung, so ein Bewerbungstraining, bei dem muss er wirklich bei Adam und Eva anfangen, ne? Und dergleichen. Der hat ein bisschen Ansprüche gestellt an ihn. Oh, ist das ein Hater. Fürchterlicher Mann. Ne? Ein fürchterlicher Mann. Okay. Das mag für dich jetzt sehr weit hergeholt sein. So, aber beziehungsweise ich glaube, vielleicht entweder war mein Betreuer einer oder einer von seinem Personal ist ein Hater gewesen. Weil so eine Kopie, die müssen doch die Information bekommen haben, dass die Kopie unlesbar ist. Dass man Ja, die harte Paranoia. Aber um was für eine Kopie ging es jetzt da gleich nochmal? Boah, ich weiß nicht mehr, um welche Kopie. Ach ja, da ging's da um die Miete? Ging's da um die Miete, Rainer? Die sie mysteriöserweise von 300 Euro im Monat auf 800 Euro im Monat erhöht hat, in dem Moment, in dem du beschlossen hast, deine Social-Media-Karriere zu beenden, in großen Anführungsstrichen. Und hier einen auf Bürgi-Geld zu machen. Ging es dann auch darum, war das? Ja, Rainer, die haben halt dann, die haben halt offensichtlich gemerkt, dass du sie verarschen willst. Ja, weil ich nehme auch an, dass auch ein Uwe jetzt vielleicht nicht so ein schlauer Mo ist, dass der das hinkriegt, dass ihr da das Amt so weit verarscht. eine neue Anforderung. Aber diese Information wurde an mich nie weitergetragen. Weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass gerade in solchen Fällen, die wissen ja, was so ein Monteurszimmer ungefähr in der Lage kostet. Die können sich da auch informieren, für was das inseriert wird, alles, und inseriert wurde zu der Zeit, als Reini da eingezogen ist. Und da werden die bei so jemandem, der sagen wir mal, nicht der zahlungsfreudigste Mensch ist, ne, wir erinnern uns, Krankenkasse, ne, Steuer etc. bla bla, ein P-Konto nach dem anderen, dass die bei so jemandem vielleicht ein bisschen genauer hinschauen, wenn dann so ein Antrag kommt für so eine Miete, ne, die ein wenig hoch erscheint. Für das, was da angemietet wurde. Und dann schauen die, oh, Moment doch mal, ja, diese Zimmer dafür deutlich weniger inseriert. Und haben es auch schon, dann verlangen die vielleicht auch mal, keine Ahnung, einen Kontoauszug als Nachweis, was du so zahlt hast die letzten Monate an Miete. Und dann kommt da raus, oh, Moment mal, der versucht uns jetzt zu bescheißen um 500 Euro im Monat. Ja, das machen wir nicht. Hater. Stempel drauf, Hater. Das letzte Mal jetzt im Mai, als der Neuvertrag vom Jobcenter, die Neubeantragung vom Jobcenter der Fall war, hätte eigentlich passieren müssen, dass das Jobcenter sich bei mir meldet und sagt, hey, ne, du müsstest eigentlich jetzt hergehen und jetzt weiß ich, warum du immer darüber rennst. Eigentlich müsste das Jobcenter zu mir kommen und sagen... Nein, das Jobcenter kommt nicht zu dir.
Egal, was du jetzt sagen willst, das Jobcenter kommt nicht zu dir. Du musst zum Jobcenter gehen, Rainer, weil du von denen was haben willst. Dieses fürchterlich, das macht mich schon wieder 188. Dieses asoziale Anspruchsdenken. Hallo IBIMS, der Rainer, das Jobcenter hat jetzt zu mir zu kommen, ja, um mir das Arschgebirge zu pudern, damit ich ein schönes Auskommen habe, ohne einen Finger dafür krumm machen zu müssen. Ich glaube, es hakt. Und der hat sich das genauso gedacht. Er hat gesagt, er kriegt jetzt da diesen Betreuer, ja, weil er offensichtlich in diesem geistigen Niemandsland existiert, in dem man zwar voll geschäftsfähig ist, aber irgendwie auch nicht strafmündig. Ja? Und indem man da einen Betreuer zur Hand gestellt gekriegt, der einem hilft mit der ganzen bürokratischen Scheiße, was ein Albtraum ist. Alter, ich habe auch mal Arbeitslosengeld bezogen und diese Anträge zu machen und dahin zu gehen und diese Termine einzuhalten, das ist ein Albtraum gewesen. Aber da habe ich halt durch müssen. Und da hat mir auch keiner einen Betreuer hingestellt und gesagt, ja, der kümmert sich jetzt da schon drum. Und der füllt mit dir dann die Anträge aus, dass du das Bestmögliche rauskriegst. So, ich habe da einen Sachbearbeiter gehabt. Und der Sachbearbeiter hat mir einen Brief geschickt und hat gesagt, hier, Herr Kasper, bis dann und dann haben Sie da und da aufzutauchen und so oft haben Sie sich zu bewerben und dieses und jenes und das hat stattzufinden, weil ansonsten werden die Bezüge gestrichen. So ein Ding ist das nämlich. Das Jobcenter kommt nicht zu dir und sagt, Herr Winkler, ich habe festgestellt, dass Sie zu dumm für alles sind. Wie viel Geld wollen Sie denn haben? Hey, passen Sie auf, Herr Winkler, ne? Sie haben hier und da noch irgendwie Sachen, die Sie aufgeben müssen. Und dann Sie müssen uns noch was mitteilen. So. Und wenn Sie das nicht mir mitteilen, müssen Sie das andere mitteilen. So, und im März diesen Jahres, wo ja eigentlich die Verlängerung des, sag ich mal, Vertrages angesetzt gewesen wäre, Ja. hat sich halt herausgestellt, ja, nee, der Vertrag wurde nicht verlängert. Und zwar deswegen, weil eigentlich die Sache bereits vom Tisch war, weil der Betreuer bereits die Informationen bekommen hat. Das sind nochmal 4 übrigens. Hast du deine Gießkanne jetzt echt gestellt? Nee. Kannst du noch 4 gießen? Ja. Kannst du noch 4 gießen? Genau, weil der Betreuer nämlich mir 2 Tage nach Ablauf der Frist, nicht vor, sondern nach Ablauf der Frist. Glaube ich dir nicht, Rainer. Egal was jetzt kommt, ist gelogen. Dieser Betreuer wartet nicht bis 2 Tage nach Ablauf irgendeiner Frist, um dir dann zu sagen, Herr Winkler, Sie müssen noch das und das einreichen. Er hat dir wahrscheinlich 2 Tage nach Ablauf der Frist, ist er dann wahrscheinlich energisch auf dich zugegangen und gesagt, hier, Herr Winkler, ich habe Ihnen doch gesagt, ein halbes Jahr jetzt, das und das und das und das und das und das müssen Sie sich besorgen, müssen Sie einreichen, damit nicht der Vertrag, der Antrag. Rainer, das ist kein kein Geschäft, das du da abschließt. Du gehst dahin und bist Bittsteller. Du stellst einen Antrag. Du sagst, liebes Jobcenter, IBIMS 1 Reini, fast das falsches Deck. Ich weiß, ich habe in meinem ganzen Leben nichts geleistet und keinen Mehrwert für die Gesellschaft gebracht, aber ich hätte jetzt trotzdem gern, dass diese Gesellschaft für meinen Lebensunterhalt aufkommt. Bitte, bitte, bitte. Und dann sagen die dir, was du zu tun hast. Und dann kriegst du tatsächlich in einem vernünftigen Maße deine Miete bezahlt und kriegst ein bisschen das Geld, dass du da überleben kannst. Das war's. Das ist kein Vertrag und die sind dir überhaupt nichts schuldig. Gar nichts, Rainer. Und wenn der Betreuer, ich kann es mir vorstellen, wie es ist, der Betreuer hat gesagt, ja, Herr Winkler, das und das müssen Sie machen, weil ansonsten wird das problematisch. Dann müssen Sie sonst den kompletten Antrag neu stellen, das verfällt. Und entweder hat er es gar nicht gelesen, wenn er es per E-Mail gekriegt hat oder dergleichen, oder er hat es einfach ignoriert und hat gesagt, ja, das wird schon passen. Aussitzen, wie bei der BLM und bei allem anderen auch. Wird ausgesessen, passt schon. Und dann ist er wahrscheinlich kriegt er wahrscheinlich irgendwann tatsächlich mal so einen Brief rein, wo es dann heißt, im Übrigen, Herr Winkler, Sie haben nicht dergleichen getan, damit verfällt Ihr Antrag jetzt und Sie kriegen ab jetzt keine Leistungen mehr vom Jobcenter.
Und dann hat er dem Typen angerufen und der hat ihm dann gesagt, Rainer, ich habe dir im letzten halben Jahr 20 Mal gesagt, was du denen geben musst, damit das nicht passiert. Jetzt ist es halt 2 Tage nach der Frist und jetzt hast du einen Dreck im Schachtel. Hat mir der Betreuer die Information gegeben, hey Herr Winkler, ich habe hier einen Brief von Ihnen, dem Jobcenter fehlen noch Informationen von Ihnen, um die Wiederbewilligung zu machen. Das hat er mir 2 Tage nach Ablauf der Frist geschickt. Ja, vielleicht hat das Jobcenter, ja, wenn das dein Betreuer ist und vielleicht, ich kenne das nicht, ich weiß nicht, wie das läuft mit diesem Betreuer, ob die Korrespondenz mit dem Jobcenter dann nur noch über den läuft oder ob Reine die Scheiße kriegt, wahrscheinlich läuft es dann über den Betreuer komplett. Ne? Und das ist ja sowieso dann der Witz. Ne? Dann kriegt der die Benachrichtigungen vom Jobcenter, sagt dann Reini, du musst dich darum kümmern, mach das, mach das, mach das. Und natürlich kriegt der dann den Bescheid vom Jobcenter, ja, hier ihr Mandant, weiß nicht, wie man das dann nennt, der Winkler, der hat nicht dergleichen getan, der hat einfach die Sachen nicht eingereicht. Damit verfällt jetzt der Anspruch. Schönen Tag noch. Und dann ist der im Dreieck gehupft und hat sich gedacht, Himmelarsch, wie blöd kann man eigentlich sein? Und er, der Dicke, sitzt jetzt da drin und sagt, mein Betreuer ist ein Hater. Der hat nicht dafür gesorgt, dass man so unverschämt. 2 Tage danach kommt er daher. Mich kotzt das so an. Mich kotzt es so an, weil es offensichtlich wieder irgendeine hanebüchene Lügenstory ist. Weil, ich sag's dir, wie es ist bei dieser ganzen Scheiße mit Arbeitslosengeld, dem ganzen Dreck. Das ist übelst lästig. Das ist auch so designt, dass es übelst lästig ist. Das soll kein Spaß sein. Ne? Aber wenn du dich daran hältst, was sie sagen und die entsprechenden Anträge fristgerecht einreichst, mit den entsprechenden Nachweisen über deine Miete, über die wirkliche, echte Miete, deine Nebenkosten etc. bla 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 bla, dann funktioniert das auch. Kann vielleicht manchmal ein bisschen dauern, aber es wird funktionieren. Wenn du nicht dergleichen tust, dann funktioniert auch nichts. Es ist dieselbe Story wie bei allem anderen bei dir. Es geht halt nicht von alleine. Die Frau und die Kinder und das Leben, von dem du träumst, kommen auch nicht von alleine. Genauso wenig kommt das Jobcenter und sagt, Herr Winkler, was kann ich Ihnen Gutes tun? Anstatt vor. Das musste 2 Wochen vorher bekommen haben, hat mir das aber erst mitgeteilt, als alles vorbei war. Okay. Kurz gesagt, als ich... Ja, das ist gelogen, Rainer. Das ist genau dieselbe Story wie damals mit Energy. Ja? Oh, die haben ihm ja gar nicht gesagt, Etzettler, dass er seinen Strom gar nicht bezahlt. Warum ziehen die nicht einfach irgendwie das Geld von seinem Konto runter? Ja, Rainer, weil du dich nicht drum gekümmert hast. Ja? Weil du nämlich entweder wissentlich oder unwissentlich, ich traue ihm beides zu, ich tendiere aber zu 80% zu wissentlich. Weil du dachtest, du bist der schlauste Fuchs überhaupt. Ne? Der Vater ist tot, die ganze Nummer läuft immer noch über deinen Vater, mit dem haben sie den Vertrag. Das heißt, hast du dir gedacht, haha, solange die nicht auf den Trichter kommen, dass sie nicht direkt ansprechen, beziehe ich einfach weiter Strom von denen und wenn sie dann kommen und sagen, hier ist Strom bezogen worden und dann, ihr habt einen Vertrag mit Rudolf Winkler, der ist leider tot, der kann euch das nicht bezahlen, aber ich mache jetzt dann einen neuen mit euch. Und die haben gesagt, naja, Herr Winkler, Sie haben den Strom verbraucht, den zahlen Sie auch, das sind es 15.000 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Gut haben sie es gemacht. Und es ist hier genau dieselbe Scheiße. Es ist genau dieselbe Scheiße. Du kümmerst dich nicht drum und dann kriegst du halt die Konsequenzen. Und du kriegst das nicht 2 Wochen spart oder 2 Tage spart oder sonst irgendwas. Sondern du kriegst das dann, wenn es aktuell ist. Nichts mehr unternehmen konnte dagegen. So, willst du zuerst die große oder soll ich zuerst den großen Rucksack holen? Mir ist es egal. Du kannst als erstes. Also ich den holen. Ja. Dann nehme ich auch gleich das Kupfer mit. Ach, wir haben kein Lehm, ne? Kann mir Clay kaufen? Nee. Ich glaube nicht. Okay, wenn wir kein Lehm haben, macht das keinen Sinn. Aber wenn du jetzt kein Geld kriegst, wie bezahlst du dann deine Miete? Tja, das ist so eine Sache. Da hat es jetzt vor kurzem dieses auf Schanzenwatch Broadcast das Ding gegeben, ne? Mit dem Zelt im Garten. Vielleicht ist das die Lösung. Ich habe zum Glück einen sehr kulanten Vermieter.
Aber eigentlich, ja, das ist jetzt halt alles in der Schwebe. Jetzt muss halt das Jobcenter endlich mal bürgen, aber das macht's halt einfach nicht. Das Jobcenter muss jetzt endlich mal bürgen. Rainer, ich weiß nicht, was, ob die Bedeutung des Wortes bürgen geläufig ist. Ne? Das Jobcenter dann hingeht überall und sagt, ja, wir bürgen für den Herrn Winkler. Ne? Lass den mal machen, wir zahlen dann schon. So läuft das nicht, Rainer. Die kommen halt einfach nicht in die Pushen. Ich weiß gar nicht, was ich da noch sonst sagen soll so. Der Clint will. Kannst du dem Clint mal 10 Kupfer bringen? Ja. Weil die Quest müsstest du ja auch haben. Haben wir noch 10 Kupfer? Oder? Ja, Rainer, im Übrigen, wenn du deine Zeit nicht damit verbringen würdest, hier irgendwelche komischen Medieval Dynasty Geschichten zu spielen und irgendwelchen Bärchen im Internet deine urräudigen Dark Fantasy Geschichten zu verzapfen mit Goblins und hast du nicht gesehen? Ja, wenn du da ein bisschen weniger Zeit drauf aufwenden würdest und vielleicht dich mal um deinen Scheiß kümmern, dann wärst du jetzt nicht in der Bredouille, dass hier vom Jobcenter keine Barne mehr gibt. Und das wird noch ungemütlicher. Ja? Unsere Regierung hat da an diesem Gesetz, das Arbeitslosengeld und dergleichen angeht, was geändert. Ich weiß nicht, ob das schon in Kraft ist oder ob das noch in Kraft tritt, aber das wird noch unangenehmer. Klar, ich meine, dass der Rainer nicht mehr auf den ersten Arbeitsmarkt kommt, ist auch vollkommen klar. Der muss im Zweifelsfalle ja tatsächlich, wenn das Arbeitsamt sagt, ja, sind Sie arbeitsfähig, sagt er nein, geht zum nächstbesten Arzt, zeigt dem seine Wadeln und der Arzt sagt, ja, der Mann kann halt so nicht arbeiten. Ja, der kann ja keine 100 Meter gehen, ohne zu kollabieren, dem läuft ja die Suppe unten aus die offenen Wasserhaxen raus, das gerade so kracht. Kannst du dir nicht ausdenken. Natürlich wird der sofort einen Attest kriegen, sagen, arbeitsunfähig, wahrscheinlich für immer. Und dann kann er sich da reinhocken und kann sich vom Bürgi-Geld oder Grundsicherung oder wie es dann auch immer heißt, ne, den Lenz machen. Muss ich die erst holen? Ah, haben wir. Nee, Kohle, nicht Kupfer. Ach so. Hast du jetzt auch eine große Tasche gekriegt? Nee. Das ist wieder nervig. Dass man mal alles doppelt machen muss, ist ja auch bescheuert. Ja. Ja, super bescheuert. Ich hoffe, dass das Bärchen hat jetzt ein paar Mal dann von diesem Gaming-Geblubber wieder abgelenkt in die Richtung des interessanten Contents. Ich hoffe, dass er das jetzt nochmal macht. Schauen wir mal. Ach, warte mal doch, wir müssten doch Clay eigentlich kaufen können. Beim Clint. Oh, scheiße. Ich habe ihn Levis nicht gesehen. Wie es so groß unten drin steht. Ich habe es mir auch gerade gedacht. Oh Mann, ey. Ich konnte doch bei dir Leben kaufen, oder spinne ich jetzt? Nee, natürlich kann ich kein Leben bei ihm kaufen. Ach, Manno. Oder konnte Ja, du kannst kein Leben kaufen, weil das Jobcenter hat halt wieder die Barren nicht rüberwachsen lassen. Kennt das Spiel, wir machen das Pause, ich überspringe dann alles, was einfach nur hohles Gaming-Geblubber ist und dann steigen wir wieder ein, wo es interessant wird. Okay, also das Bärchen sagt jetzt gerade, dass sie Hunger bekommt. Und Reini hat gesagt, ob sie sich einen Film anschauen wollen und deswegen habe ich gesagt, schauen wir mal, ob hier jetzt noch was Interessantes kommt. Jetzt habe ich schon wieder Hunger, hahaha. in Real Life, ja. Jo, in Real Life. Ja, wir können auch Film gucken machen, wenn du willst. Wäre mir sogar tatsächlich ganz recht, weil dann kann ich mich nämlich auch an den Tisch setzen. Auf dem Sofa tut mir nämlich auf Dauer immer das Bein ein bisschen weh. Weil der Oberschenkel da irgendwie mehr, keine Ahnung, anschwillt, weiß auch nicht warum. Ja, ich kann es schon so sagen, warum, Rainer. Also wenn der Oberschenkel dann schon anschwillt, wenn er auf dem Sofa sitzt. Ich meine, keine Ahnung, wie das bei euch ist, aber für mich ist auf dem Sofa sitzen, ne, das ist dann die bequeme Alternative, ne, wo man entspannen kann, wo man die Füße hochlegt, ne, wo einem vielleicht auch ein bisschen, wenn man viel von der Malochne viel auf die Füße ist den ganzen Tag, vielleicht auch ein bisschen die Füße abschwellen. Na, beim Rainer schwillt das dann an. Rainer kann da sagen, woran das liegt. Das liegt an einer Vierteltonne Körpergewicht und der Tatsache, dass du vollkommen ignorierst, welche Warnzeichen dir dein Körper gibt und das schon seit Ewigkeiten. Ja? Rainer,
für jeden anderen Menschen wäre die Entnahme der Gallenblase aufgrund des fürchterlichen Lebenswandels, den du hattest, ein absoluter Schuss vor den Bug gewesen. Und du hast einfach genauso weitergemacht. Dementsprechend hast du jetzt so viel Wasser in die Achsen, dass es jetzt schon die Wadel nimmer rein passt. Und jetzt, ne, läuft da halt der Oberschenkel voll. Und früher oder später heißt das Schnipp, Schnapp, Beine ab. Immer auch wurscht. Wenn die Beine abgenommen werden, dann sind auch wieder die Hater da schuld. Und der Arzt wahrscheinlich auch. Der Chirurg, der es abnimmt, ist auch ein Hater. Ne? Alle sind dann schuld, nur er nicht. Okay. Ganz merkwürdige Story ist das manchmal. Ja, also es geht schon, dass ich sitze, aber wenn ich da länger sitze, merke ich das immer, wenn ich aufstehe. Also beim Sitzen macht es mir nichts aus. Auch beim Stehen und Laufen eigentlich nicht, aber ich merke das dann halt. Ich weiß nicht, das ist ganz merkwürdig, mein Körper. Okay. Ganz merkwürdig. Ne? Man möchte meinen, wenn man hier einfach über 10 Jahre Zucker in wirklich klafterweise jeden Tag und Schlachtabfälle reinschüttet in diesen Körper, dass der dann nach ein paar Jahren gegen Metal-Off tendiert. Quelle surprise, ja. Consider my mind blown. Dritte Abenteuer geht jetzt bei. Ja, stimmt. Ich habe ja 10 Slimes gekillt, da muss ich auch noch beitreten. Aber der macht ja erst abends auf. Wenn du 10 gekillt hast, ich weiß gar nicht, muss da einer von uns beitreten? Oder nee, das geht ja auf beide. Nee, ich hätte gedacht, ihr wolltet jetzt euch irgendwie Filme anschauen. Weil wir ja quasi beide Dings sind. Ich glaube, die Geoden beim Clint öffnen kann ich nicht mehr. Das schaffe ich zeitlich nicht mehr. Ja, wohl. Doch, ein bisschen was schaffe ich schon noch. Geoden aufbrechen. Okay, ich habe einen Lehm aus der Geode gezogen. Okay, und ansonsten nur Müll. Okay. Schade. Was machst du jetzt, gell? Du bist in der Mine. Ja. Wow, mein Spiel ist schon wieder gefließt. Ich krieg einen Anfall. Was du alles gespendet hast, ja. Ja, hab ich halt alles aus den Geoden gezogen gerade, ne? Ja. So, was haben wir hier? Ich hab. Okay, es ist wieder Gaming-Gedulli. Okay, also Bärchen erzählt jetzt hier, dass sie noch ein Referat für die Uni vorbereiten muss und Reini faked Interesse. Okay, was genau geht's in dem Referat? Soll ich dir das wirklich sagen? Da muss ich nämlich zugeben, dass ich noch nicht alles erzählt habe in meinem Studium. Ich studiere nämlich nicht nur Mathe. Du studierst Psychologie. Nee, nicht Psychologie. Das wäre wild, oder? Psychologie wäre schon spannend. Naja, das wäre etwas, was mich interessiert hätte zum Studieren. Was studierst du denn im Nebenfach? Politik. Sexualkunde. Nein, Politik. Oh Gott, das wird. Oh, Rainer. Was dich interessiert hätte zum Studieren, ich weiß nicht, was du für eine Vorstellungen hast, ne? Ein YouTube-Video von irgendeinem Pickup-Artist schauen, ist nicht gleichzusetzen mit Psychologie studieren, ne? Psychologie studiert, ja, freilich. Ne? Politik. Okay, ich hätte vorhin die Fresse halten sollen. Nein, Politiker. alles gut. Ja, Rainer, du hättest generell schon lange irgendwie die Fresse halten sollen, weil es ist noch nie irgendwas Kluges aus deinem Mund gekommen. Alles gut. Ich bin viele verschiedene Meinungen gewöhnt. Das ist alles in Ordnung. Naja, es ist ja nicht meine Meinung, das ist ja das, was wirklich passiert ist. Ja, also nur weil ich das studiere, heißt es nicht, dass ich irgendwie da mal arbeiten werde, dass ich irgendwas damit zu tun habe oder sonst was. Es ist einfach politische Theorie. Oh Gott. Na gut, ja, keine Ahnung. So kannst du mir schon sagen, musst du ja wissen, ob du das sagen willst oder nicht. Aber ich will dich jetzt auch. Ja, man kann also zum Beispiel, wenn man Politik studiert, kann man auch zum Beispiel weiter gehen und Journalismus irgendwie dranhängen und dann halt, ne? Dann kannst du halt als Politikexperte irgendwie in der Tagesschau arbeiten oder was weiß ich. Ja. Aber das ist natürlich rein die gleiche, oh, Politik, die da oben. Alles Hater. Abhalt vom Lernen oder so. Ja, also es geht quasi um internationale Organisationen morgen, wo wir so ein bisschen, wir haben verschiedene Texte dazu gelesen, ein bisschen Literatur durchgearbeitet und wir diskutieren quasi die internationalen Organisationen aus verschiedenen theoretischen Perspektiven, zum Beispiel aus der Sicht des Konstruktivismus, aus der Sicht des Realismus. Also es sind alles so ein bisschen wie verschiedene Weltanschauungen. Alles klar. Ja. Ja, alles klar, Rainer, das verzeihst mir jetzt, dass du das verstanden hast, was sie da gerade gesagt hat. Konstruktivismus, ha? Ja, Konstruktivismus, ne? Weiß ich schon. Mit dem habe ich schon ein paar Bier getrunken. Der Maul, Rainer. Ein Gumpel von ihm ist das. Also, Realismus, klar. Konstruktivismus kenne ich nicht. Sagt mir jetzt nicht, weil ich das erste Mal. Wow, er gibt's zu. Brutal. Das hätte ich jetzt nicht von ihm erwartet. Ja, das bedeutet eigentlich, dass quasi alles, was bei uns ist so gesellschaftlich
konstruiert ist. Also, Geht das ein bisschen um den Aufbau und den Abbau und so weiter? Oder wie? Nein, Rainer. Geht's nicht. Was gesellschaftlich konstruiert ist. Es geht nicht. Oh. ja, im Grunde genommen besagt der Konstruktivismus, dass wenn wir nicht irgendwie in der Gesellschaft leben, die Gesellschaft, die bringt das alles hervor. Wenn wir nicht in der Gesellschaft leben würden, dann hätten wir nicht zum Beispiel, weiß ich nicht, das Bedürfnis, reich zu werden, in Städten zu leben oder sonst irgendwas. Genau, dass das alles halt gesellschaftlich konstruiert ist und dass sich so unsere Bedürfnisse und so auch verändert haben und ableiten und sowas. Während zum Beispiel beim Realismus auch ein bisschen mehr darauf geschaut wird, was hat denn der Mensch so auch an natürlichen Bedürfnissen? Weißt du, was ich meine? Dass da viele Bedürfnisse auch aus der Natur abgeleitet werden. Wollen wir raten, mit welchen Bedürfnissen er jetzt wieder um die Ecke kommt? Ja, verstehe ich. Ja. Ja, na dann hast du jetzt noch einiges vor tatsächlich. Ja. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht erschlagen damit. Nee, alles gut. Nee, Okay. alles. Ich kann damit halt nichts anfangen. Also, ne, wenn du mir das nicht übel nimmst, ich kann mit Politik halt nichts anfangen. Ja, Rainer, du kannst mit ganz vielen Themen nichts anfangen. Und alles, was irgendwie über Dulli-Schulniveau ist, sowieso nicht. Sogar bei Dulli-Schulniveau setzt bei dir aus, weil du ja wirklich erschreckend wenig anwesend warst, laut eigener Aussage. Auch das ist eine der wenigen Aussagen, die ich da tatsächlich glaube. In der Schule nicht anwesend gewesen, weil Pokémon schauen. Mit Mathematik kann ich leider auch nicht anfangen. Ja, du kannst mit überhaupt nichts irgendwas anfangen. HDS. Diagnose HDS. Ja, was im Allgemeinen ist es halt, ich weiß auch nicht. Für mich ist halt Politik, ist halt für mich einfach generell ein mega rotes Tuch, weil wenn ich mir so die Politik angeschaut habe, wie die halt, so gesagt haben, ja, wir werden was unternehmen, dass dann der... Weil sie ihm einen Arschnitt hinten nachtragen haben. Das ist, ja, wir ändern jetzt das Grundgesetz, weil der arme Rainer wird geärgert. in der Ortschaft wieder Ruhe einkehrt und 6 Jahre später gehe ich aus dem Dorf raus, ja, und ohne dass was unternommen wurde oder ohne... Und dann ist Ruhe eingekehrt, oder? Hat auch funktioniert. Hat vielleicht ein bisschen dauert. Und es waren keine 6 Jahre später, Rainer. Dass da in dem Dorf wieder Ruhe einkehrt, Ding war, glaube ich, beim Schanzenfest aktuell. Schanzenfest war 2018. Ausgezogen bist du 2000, ja, das Haus verkauft hast du 2021. Du hättest auch bis Ende 21 ausziehen sollen, beziehungsweise bis zum 5. Januar 22. Hast nicht gemacht, gell? Weil wir noch ein bisschen Hausbesetzung gespielt, 2 Monate lang, bis sie dich dann endgültig vor die Tür gesetzt haben. Aber Rainer, ja, es ist dann Ruhe eingekehrt. Größtenteils, wo du weg warst. Inzwischen alles abgerissen, ist alles den Erdboden gleich gemacht. Da ist nichts mehr. Brachliegende Fläche. Die Leute warten jetzt und warten. Vielleicht bist du dann irgendwann frühzeitig den Arsch hoch machst, weil ne, die Wasserhaxen etc., was du jetzt vorhin schon beschrieben hast, und sich dann das komplette Ding so weit beruhigt, dass sie dieses Grundstück wieder verkaufen können, damit sich da wieder irgendeiner Heisal draufstellt. Aktuell ist es ne, totes Kapital, was da rumliegt. Aber die haben dir das Haus und das Grundstück abgekauft, damit du dich verpisst, Rainer. Damit haben sie ja dann dafür gesorgt, dass Ruhe eingekehrt ist. Und hageldumm, wie du nun mal warst, hast du es dann tatsächlich auch gemacht. geholfen wurde. Polizisten haben ihren Job nicht gemacht. Politiker haben ihren... Oh, Rainer? Dann kommen wir gleich die nächste Anzeige wieder. Die Polizisten haben ihren Job nicht gemacht. Sind wir hier bei 52 Minuten und was aber bei 35 Sekunden. Ne, vielleicht mal, wenn das jemand hier sieht, hört, Burchi, ne? Vielleicht den Ausschnitt mal der Pinea zukommen lassen. Ne? Der Reini behauptet nämlich immer noch, dass die Polizei ihren Job nicht gemacht hat. Job nicht gemacht, haben alles irgendwie teilweise sogar noch. Polizisten haben ihren Job nicht gemacht. Die Polizisten haben ihren Job nicht. Rainer, du bist wegen dieser Scheiße schon vor Gericht gestanden, dass du das in der Öffentlichkeit behauptet hast. Und entgegen deiner Auffassung ist dieser Discord öffentlich. Weil du ihn beworben hast auf einem öffentlich zugänglichen Blog, den du ins Internet gesetzt hast.
um dir wieder eine Community aufzubauen. Beziehungsweise Bärchen zu finden, zu belästigen. Also wie gesagt, ne, wer da Lust drauf hat, vielleicht der Pinea nochmal zukommen zu lassen, dass der Reini immer noch behauptet, die hätten ihren Job nicht gemacht. Und nachdem er ja bei 2 Verhandlungen, ne, wo das zum Thema stand, Oktober 21 und März 22, sich dahingestellt hat und wieder reumütigste Pommespanzer der Welt dort gestanden ist, und ja, das ist alles Missverständnis, die machen einen sehr guten Job, die Polizei von der Pinea. Das hat alles nicht so gemeint, und wenn das falsch verstanden, dann entschuldigt er sich ja, bla bla bla. Jetzt sind wir hier, 2025. Sommer war das, wo das aufgenommen worden ist. Ja, ihren Job nicht gemacht. Genau, Rainer. Und ich hoffe wegen der, also offensichtlich haben sie ihn ja wegen der Geschichte mit dem Alten, die er da erfunden hat, ist wieder eine Anzeige laufen. Ich hoffe, dass sie ihn dafür auch nochmal anzeigen. Ne? Zeig's das mal der Pinea, der Herr Müller, der ist da richtig heiß drauf, glaube ich. Ne? Ob der da noch Bock hat. Zu sagen, ja gut, der Herr Winkler lernt es offensichtlich nicht, dann zeigen wir ihn halt nochmal an, wegen Verleumdung, dass wir unseren Job da nicht gemacht haben. Politiker haben ihren Job nicht gemacht, haben alles irgendwie teilweise sogar noch schlimmer, also das ist ganz übel. Naja, da habe ich meine eigene Meinung. Nee, die Politik hat das noch, wie haben die das denn schlimmer gemacht, Rainer? Wie haben die das schlimmer gemacht? Die Politik. Haben die da Hater-Busse organisiert? Kaffeefahrten zum Altschauerberg? Danach einkehren im Roten Herz? Uga-Safari? Hätten wir vielleicht machen sollen, hätten wir vielleicht noch ein paar Mark rausgekriegt aus der Nummer. Erfahrungen. Das ist auch alles okay. Das ist mir auch bewusst. Das ist auch alles okay. Also das, was du gerade mit Politik meinst und so, das ist ja nicht das, was ich studiere. Also bei mir geht es ja nur um das Theoretische dahinter und wie man das alles ansehen kann und keine Ahnung, und wie alles strukturiert ist mit Demokratie, mit Autokratien, mit allem Möglichen, was halt so vorkommen kann. Und also es ist halt einfach theoretisch. Es hat nichts damit zu tun, was die Politiker irgendwie praktisch machen, und ich habe auch nichts mit den Politikern zu tun, die an der Macht sind oder sonst irgendwas. Also das ist Theorie und Praxis, Rainer. Theorie und Umsetzung ist es sowieso immer, sind sowieso immer 2 verschiedene Schuhe. Also. Ja, genau. Wenn man das umsetzen würde, was man in der Theorie macht, dann würde die Welt anders aussehen, glaub mir. Genau. Deswegen, ich habe da kein Problem damit, wenn du drüber schimpfst oder sonst irgendwas. Ich habe auch kein Problem, wenn Leute sagen, ich hasse... Zum Beispiel, wie wir es jetzt mit unserem aktuellen Cannabis-Gesetz gemacht haben. Ne? Das ist eigentlich ein stabiles Gesetz. Das wäre das einzige gewesen, was die Ampel wirklich gut hingekriegt hätte. Stabiles Gesetz, das lange überfällig gewesen wäre, hingesetzt hat, und dann kommt da die Union und sagt, aber das und das kann man nicht machen. Es wird überall torpediert und es werden überall Steine in den Weg gelegt. Und dann macht man Kompromisse um Kompromisse um Kompromisse, um das irgendwie auf den Weg zu bringen. Jetzt hat es Lücken, die es eigentlich nicht hätte haben müssen. Und jetzt kommt die Union und sagt, das Gesetz ist ja total scheiße, da sind überall Lücken drin. Ey, ihr wolltet das so, Digga. Wir hatten ein gutes Gesetz auf den Weg gebracht. Ihr wolltet das Scheiße haben, jetzt habt das Scheiße bekommen. Ne? Mathe ist total scheiße. Dann sage ich so, okay, ja, kann ich verstehen. Drüber schimpfen nicht, weil das ist nicht mein Stil. Ich habe ja damit nichts am... Nee, Rainers Stil ist nicht, über irgendwas zu schimpfen. Meiner im Übrigen auch nicht, Rainer. Denkt da nix. Hä? Gut, ich kann damit nichts anfangen. So, ich setze mich halt an meine Bücher, ich setze mich an meine Videospiele, ich setze mich an meine Musik, ich setze mich an meine Videos. Solche Sachen sind halt was mich faszinierend interessiert. Ich habe heute auch im Blog jemanden gehabt, der mich gefragt hat, ja, wie schaffst du das, ne? Das ging relativ schnell. Eine Sekunde, das war jetzt sehr plötzlich. Wie schaffst du das? Mitten im Satz abgeschnitten. Okay. Gehen wir ins nächste Video. So, wir sind im nächsten Video. Video Nummer 32. In den Kopf des Lords ein überraschend ehrliches und utopisches Gespräch. Es scheint aber, es hat mit Hallo angefangen. Es scheint aber so zu sein, als wäre das wirklich, da keine Ahnung, vielleicht hat dann irgendwas mit der Aufnahme nicht mehr gestimmt oder sowas. Vielleicht ist denn da irgendwas dazwischen gekommen, dass das letzte Video so abrupt geendet hat. Vielleicht haben sie vergessen, irgendwie die Reihenfolge durcheinander gebracht. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie tatsächlich ja auch mal irgendwelchen belanglosen Bullshit rausgeschnitten. Das wäre auch mal so. Aber wir haben ein neues Hintergrundbild, was ich sehr schön finde, weil das alte, das hat mir jetzt ein wenig angegast.
Das hatte jetzt wirklich zu lange. Und hier ist auch, schaut mal, hier ist Metal, Leute, richtig geschrieben. Schön. Ne? Sehr schön. Und dann gehen wir hier rein in den Eimer, ne? Hallo. Hi. Na, alles gut? Sekunde, ich muss gerade noch meinen Spielstand, meinen Musiker leiser machen. Ich weiß jetzt im Übrigen, für mich hören sich die Bärchen beide vollkommen gleich an. Ich kann euch nicht sagen, welches Bärchen das ist, aber wir werden es vielleicht aus dem Kontext rauskriegen. Ja. So, jetzt. Alles gut bei dir? Ja, passt schon. Und bei dir? Ja, stressig. Hoffe, du Also, ich glaube, Wollbunny war das Bärchen, also war nicht das Bärchen, das wir jetzt in dem letzten League hatten. Also wenn er die jetzt so anspricht, dann wissen wir, dass die andere Das ist. ist jetzt aber nicht wegen mir oder so. Nee. Nur für den Fall, bevor sie jetzt reinkommt. Ja. Falls, Ja? was ist du oder ist jemand reingekommen? Nee, das war ich. Mein HP ging gerade an und wollte was ändern an meinem Laptop. Also es scheint wieder das Bärchen auch aus dem letzten Ding zu sein. Und er sagt es hier, wenn die reinkommt, dann, aber red nicht über das oder das oder das. Ne? Er will ja nicht, dass das andere Bärchen weiß, dass er sich an das Bärchen schon ranmacht. Und dass die da praktisch schon über eine gemeinsame Zukunft und Snoozen und dergleichen sprechen. Weil er sich die ja auch noch warm halten will. Ich habe auf Nein geklickt. Okay, also, bevor sie reinkommt, ich habe ihr vorhin gesagt, dass ich derzeit, ich habe zwar nicht gesagt, dass ich vergeben bin, sondern ich habe gesagt, dass ich jetzt jemanden habe. Und nur damit du Bescheid weißt, falls sie irgendwas sagt. Okay. Gut zu wissen. Also ich habe nichts gesagt, weil sie irgendwie versucht hat, mich anzubaggern, sondern ich habe das gesagt, weil, keine Ahnung, schien mir vorhin beim Gespräch, wo wir gelabert haben, einfach ein bisschen angebracht, keine Ahnung. Ja, ist immer so angebracht. Droppt mal einfach immer so zwischendurch im Gespräch. Im Übrigen, ich bin vergeben. Also, er nicht vergeben, aber er hat jemanden. Keine Ahnung, sind für mich Synonyme, aber wenn er meint. Okay. Und ich habe auch ein paar Sachen gesagt, in Bezug auf gestern, natürlich nicht in deinem Namen, sondern anonym halt, dass ich Scheiße getauscht habe. Und wir jetzt beschlossen haben, deswegen einfach mal gucken. Okay. Nicht du nicht, sondern sie und ich, sozusagen. Okay. Aber wenn mich, und das sage ich dir gleich deutlich, wenn mich irgendjemand darauf anspricht oder so, werde ich nicht sagen, dass du das bist, oder werde abschreiben, wenn mich jemand speziell danach fragt. Okay. Nicht, weil ich dir schaden will oder sonst was, sondern weil ich nicht möchte, dass dir was passiert. Ja, das... Ja. Also wieder diese berühmten Lügen, um Leute zu schützen. Rainer, du schützt damit niemanden. Außer deine Ambitionen, vielleicht dich noch ans andere Bärchen ranzumachen, sollte es mit diesem Bärchen nicht klappen. Er will sich jetzt hier den Weg zum anderen Bärchen offen halten. Das ist widerliche Narzissten-Manipulationsscheiße, die er probiert. Indem er sagt, ja, aber dann, es wird alles abgestritten, niemandem irgendwas sagen. Damit man dann behaupten kann, wenn es mit dem Bärchen nichts wird und man sich an das andere ranmacht, stimmt gar nicht. Ja, von der wollte ja nie was. Wie damals Baby Chrissy. Ihr erinnert euch, die würde nicht einmal, wenn sie mich dafür bezahlen würde. Die Nummer. Finde ich gut. Machen wir so. Gut, jetzt muss ich mal gucken, was haben wir denn hier für Dinge, für Einstellungen? Also, plündern soll hier niemand mein Zeug. Das sehe ich später einsicht. Ja, kommt ein bisschen spät, Rainer. Warte, von mir aus sehen Wo ist denn der Play-Button da jetzt? Scherben haltbar. Ja, der will ich ja bestimmt schnell sehen, Scherben. Die Haltbarkeit und Zeitraum verlieren. Keine Ahnung. So weit war ich nie. Blutgebundene Ausrüstung kann man mir auch machen. Teleport, gebundene Gegenstände. Ja, komm. Machen wir wieder weiter. So, ich glaube, es sind jetzt beide Bärchen im Raum. Ne? Wir sind jetzt bei 7 Minuten knapp. Zum Thema, ne? Ehrliches, utopisches Gespräch. Aber jetzt fangen sie an zu reden. Es geht um Sonnenaufgänge. Ne? Das einzige Mal, wenn ich sonst Sonnenaufgänge blöd finde, ist, wenn ich eigentlich zu der Zeit schlafen gehen sollte und die Sonne geht schon auf. Ja, das Problem habe ich für gewöhnlich nicht. Nee, Rainer, das hast du für gewöhnlich deswegen nicht, weil du immer noch deinen YouTuber-Tagesrhythmus hast. Pennen Game bis um 6 oder 7 und dann pennen bis um 5, 6 Nachmittag. Normalerweise auch nicht, aber es ist schon vorgekommen und dann bin ich der Meinung so, jetzt habe ich wirklich verkackt, jetzt geht mein Schlafrhythmus kaputt. Ja gut, ich habe das Problem nicht, dass mein Schlafrhythmus kaputt geht, weil ich meinen Schlafrhythmus nicht kaputt gehen lasse. Ich gehe morgens ins Bett, abends ins Bett, fast nicht alles. Ja, ich muss halt Okay. früh um 9 normalerweise so in der Uni sein, deswegen, wenn ich da zu spät ins Bett gehe, ist halt blöd. Ja, das ist natürlich nachvollziehbar. Naja, er ist fürchterlich leise. Zur Schlossverlagerung. Ein Schloss bauen. Oh ja, jetzt kann ich die Schlossböden bauen und die
muss. Das Problem ist, bevor ich kann hier oben kein Schlossding bauen, weil ich hier oben nichts habe. Okay, dann muss ich jetzt erst einmal hier unten die Hölzer wegmachen. So, das Schöne ist, ich habe auch schon Schleifsteine gefunden. Und das macht mich natürlich dazu in der Lage, auch gleich ein Ding herzustellen. Oh, ein Ding. Steinmetztisch. Cool. Und Herstellung. Gib mir das mal. Perfekt, ich habe 2, ich habe 3, ich brauche 2. Das ist doch schon mal geil. Ach, ich denke übrigens viel Last. Alles gut. Ich habe keine Steine einstecken, ist das der? Okay, wir machen wieder Ding. Irgendwas, es sind Störgeräusche noch, die blättert anscheinend irgendwas um. Lernt anscheinend tatsächlich noch was für die Uni. Weiß ich nicht, ne? Stört ein wenig. Oh ja, Reine geht aufs Klo. Gut, ich bin mal kurz am Klo. Alles klar. Du, ich brauche noch ein paar Sekunden länger, bei mir hat es gerade geklingelt. Bis gleich. Oh, sie haben tatsächlich die Zeit dann da rausgeschnitten. Ja, keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, warum es ein bisschen länger braucht. Für sein kurz aufs Klo, ne? Bis gleich. Alle dran standen. Oh, Alles so gut? wieder. Ja. Ey, jetzt kommt da mit irgendeiner, der hat sich jetzt die ganze Zeit auf dem Pod eine Story überlegt, warum er jetzt irgendwie 20 Minuten braucht hat. Eine halbe Stunde. Weil es wahrscheinlich daran liegt, dass er immer noch das fettige, zuckerige Klump in sich reinschaufelt. Und wenn du halt keine Gallenblase mehr hast, keine Galle mehr hast, die eigentlich dafür gedacht ist, dieses fettige Klump aufzuspalten, wird es halt schwierig. Ne? Das merkst du dann halt auch beim auf den Topf gehen. Ich habe in einem der Kommentare, glaube ich, da ging es auch mal darum, ich glaube, der Mann hatte sicherlich, der weiß nicht mehr, wie sich ein normaler Stuhlgang anfühlt. Also mindestens seitdem sie ihm da die Gallenblase rausgenommen haben, keinen einzigen normalen Stuhlgang mehr. Deswegen macht er ja auch diese kackduschende Nummer. Ne? Weil das ja überall hingeht. Bloß ein Kumpel gerade, den ich vor kurzem kennengelernt habe. Ja, Mr. Hanky. Eine alte Plaudertasche. Okay. Ja, ey, es ist so lächerlich. A Gumbel, kommt einfach mal vorbei. Labert ihn 20 Minuten ans Knie und dann geht er wieder. Er wollte jetzt ein bisschen zocken, wollte ein bisschen labern. Als ich vor kurzem ein Kumpel von uns verlobt hat. Okay. Ja, der ist aus Hamburg. Hat sich halt im Moment verlobt und will ja unbedingt ein Ding organisieren. Wie sagt man? Ein Junggesellenabschied wahrscheinlich, Rainer. Aber es ist lächerlich. Ja, er findet da wieder irgendwelche Gumbels aus Hamburg. Ja, of all places. Warum auch, wie er auch da drauf kommt, dass er da Leute kennengelernt hätte. Und irgendwelche Gumbels und die wollen jetzt einen Junggesellenabschied planen. Das ist eine Männerparty halt, ja, wenn du quasi den Abschied hast sozusagen aus der Junggesellenheit und so. Ja. Ja, und jetzt hat er mich jetzt fixen wollen. Ich so, Alter, ich habe gerade Besuch, so, ich habe gerade keine Zeit, so. Ich so, was, du hast Besuch, was, Frau, Alter, los, lass mich mal rein, so. Und ich so, Alter, nein, verpiss dich. Oder unbedingt hat er jetzt rein, wollte er unbedingt schauen wollen, wer da ist. Ich sag, nein, wollte nicht, geht nicht, tschüss. Der wird mich nachher, warte mal. Ja. So ruft er. Ja, ne? Sogar seine erfundenen Kumpels aus Denken lügt er an darüber, ob er Besuch hat oder nicht. Jetzt hat jetzt einen Anruf nicht, er hat mir jetzt auf WhatsApp geschrieben, dass ich ihm morgen Rede und Antwort stehe. und erzählen soll, was passiert ist, was gelaufen ist. Ach Mensch. Tja, so ist es manchmal. Ja, das ist schlimm, wenn man so beliebt ist und so viele Freunde hat. Dass man weiß gar nicht, man weiß gar nicht, wie man sich die Zeit einteilen soll, wenn man so beliebt ist. Ich glaube, mit jemandem rede. Aber dann hätte er noch mehr Fragen gestellt. Mal ganz abgesehen davon, dass ich mir die übliche Predigt anhören darf. Ja, pass auf, Internet, du weißt genau, was da wieder abgeht, wenn die da Ja, außerdem bin ich erfunden. rausfinden und so weiter und so fort. Und du weißt, dass die Hater dich nur wieder verarschen. Das ist wahrscheinlich bloß wieder so ein Bunny und keine Ahnung. Bunny sag ich schon. So eine Bärchen, Reini. Haterin halt, so eine nicht Bunny, Bärchen. Ne? Naja. Okay. Ja, wahrscheinlich. Okay. Ja, das ist halt. Ne, wenn Ich glaube, jetzt hat er wirklich irgendwie Split Personality Disorder. Dass er jetzt da schon. Rainer war es der Drachenbade oder der Joker 1510, der das erzählt hat, der Gumbel, der da gerade da war. Von 20 Frauen, mit denen ich zu tun hatte, sich 19 als Haterin herausgestellt haben, ist das eigentlich kein Wunder. Ja, Rainer, und die 20. war Professionelle. Das nicht so ein guter Track Record, Reini. Aber was war jetzt eigentlich mit die Mura von deinem Gumbel? War das auch eine Haterin?
weil du gesagt hast, von 20 Frauen, mit denen du zu tun hattest. Und du hast ja schon gesagt, die Ding, Moner, hast du auch nicht mit reingezählt als Haterin, so dementsprechend. Das denken immer, naja. Ja, aber wild, dass du dem, wenn du den noch nicht so lange kennst, das schon alles erzählt hast. Nein, ich hab dem nicht erzählt, dass ich eine Freundin habe. Ich habe nur gesagt, habe ich gesagt, dass ich den nicht lange kenne? Den kenne ich seit 10 Jahren. Kenn ich Okay. den. Nein, nein, das hast du falsch schon. Er hat einen Kumpel in Berlin, den er seit über 10 Jahren kennt, ja. Der Kumpel in Berlin, in Hamburg meine ich, der heiratet, den kennen wir noch nicht so lange. Ach so, Das ist okay. ein Kumpel, und das ist ein Kumpel von seinem Kumpel, der in Berlin war und mit dem wir halt Ich blende euch jetzt nicht wieder den Aiwanger ein. ein Wochenende oder 2 Wochenende mal gesaugt. 2 Wochen halt war er hier und dann haben wir jedes Wochenende halt mal gesoffen, so ein bisschen. Ja, aber ich hoffe, dass nur der eine Kumpel wieder mit seinem Kumpel dann da und dann mit 1 Meter Abstand sitzt dann wieder der nächste Kumpel. So bei meinem Kumpel, bei mir. Und der kannte mich halt auch. Den Typen kennen wir noch nicht lange, aber der hat mich halt zur Hochzeit eingeladen, oder uns hat besser gesagt. Okay. Weil er mein Kumpel auch eingeladen hat. Deswegen, ich glaube nicht, dass da was raus wird. Ich gehe da wahrscheinlich nicht hin. Ja, ich wollte gerade fragen, so gehst du hin? Nee. Ja, natürlich geht eigentlich hin, was erfunden ist. Nee, also den Kumpel da aus Berlin, den kenne ich schon länger so. Aber mit dem, ich habe dem aber auch nichts erzählt. Und das hast du auch falsch verstanden. Ich habe zu dem nur gesagt, dass ich gerade jetzt Besuch da habe und der bitte sich verbissen soll, weil ich keine Zeit habe. Das habe ich ihm auch, und ich habe ihm das auch nur deswegen gesagt, weil ich wollte, dass er sich verbisst, weil ich gerade mit dir reden will. So, Ja. und ja, das war der einzige Grund. Okay. Meine Ex-Freundin hat mir heute geschrieben. Oh je. Und? Oh, nichts Schlimmes. Die war jetzt eine Zeit lang in der Psychiatrie, die ist gerade wieder rausgekommen. Oh je. Das ist jetzt nicht schlimm. Hä? Und sonst, die hat jetzt aber nicht irgendwie was versucht, an dir rumzuwackern. Nee. Die wollte nämlich nur wissen lassen, dass sie jetzt wieder da ist und wie es ihr geht und so. Okay. Hättest du denn vor, mit der wieder was anzufangen? Hä, wieso? Jetzt kommt der Eifersuchtslord wieder rum. Die Ex-Freundin hat sich gemeldet. Nein. Oh. Konkurrenz. Weil das jetzt so klang, keine Ahnung. Sie wird dich wissen lassen, dass sie wieder da ist. Ja, wir sind halt schon noch in Kontakt so, aber jetzt nicht, weil wir wieder was haben wollen miteinander, also. Alles gut. So habe ich es nicht verstanden. Ich meinte nur allgemein. Hab mich nur interessiert, die Frage gerade. Okay. Nein, ich bin nicht eifersüchtig. Doch, Reini, du bist sehr eifersüchtig. Hättest du gerne. Da lacht sie sich an. Was denn? Was zur Hölle? Warum machst du dir jetzt einen ab? Erstmal fragen, ob ich mit meiner Ex-Freundin wieder was anfangen würde. Und dann so, nein, ich bin nicht eifersüchtig. Ja, sie traut sich tatsächlich, ihm zu sagen, wie hageldumm die Aussage war. Ja, nicht. Okay. Nee, es ist nur so. Es hat sich jetzt halt so angehört, als würdest du das erwähnen, weil du mit deiner Ex-Freundin vielleicht wieder in die Situation kommen würdest, weil wenn sie sagt, dass sie wieder da ist und so kein Plan. Nee, so hat sich's nicht angehört. Es hat sich so angehört, wie meine Ex-Freundin hat sich bei mir gemeldet, weil die jetzt aus der Psychiatrie wieder raus ist. So. Klingt halt im ersten Moment so, als würde sie jetzt dir sagen, ja, ich stehe wieder zur Verfügung. Und das wäre ja nicht die erste ehemalige Beziehung, wo wieder in Gang kommt. Zumal, wenn du sagst, sie war in der Psychiatrie, ich weiß ja nicht, warum es bei euch auseinandergegangen ist, das hast du mir nicht erzählt. Du hast sie jetzt halt nur mit Ex-Freundin betitelt und dass sie wieder da ist. Ja, war halt nicht so einfach psychisch alles bei ihr. Ja. Ist es das je, wenn jemand psychisch instabil ist oder psychische Probleme? Ja, nicht wirklich, ne? Hm. Würde ich auch nicht meinen. Ach so, übrigens, also falls dich das interessiert, ich sehe die jetzt aber jede Woche Mittwoch, wenn wir im Schwimmtraining sind. Schwimmtraining? Ja, ich gehe immer ein bisschen schwimmen. Nee, habe ich noch nicht erzählt. Ich habe noch nicht alles über mein Leben erzählt. Hast du alles über dein Leben erzählt? Nee, nur 2%, Bärchen. Nur 2%. Das ist gar nicht nötig in meinem Fall. Wieso? Google es. Das ist zwar nicht alles wahr, was da im Internet steht, aber da wird viel erzählt. Ja, google mal Drachenlord. Ja, aber Rainer, sie sagt, ja, hast du schon alles über dein Leben erzählt? Sag ich muss gar nicht alles über dein Leben erzählen, ist alles im Internet. Das ist zwar nicht wahr, aber kannst du ja trotzdem mal googeln. Ja, Rainer, wenn das angeblich nicht wahr ist, dann hilft dir das Googeln ja auch nichts, oder? Mich nicht richtig rangetraut bisher, ehrlich gesagt. Ich habe das gesagt, ich informiere mich ein bisschen, aber ich habe es noch nicht so richtig, also ich weiß nicht. Also nach dem, was du alles erzählt hast, habe ich mich nicht richtig getraut. Nachvollziehbar. Und es kann sein, dass ich das Schwimmen noch nicht erwähnt habe, weil ich die letzten Wochen nicht hingegangen bin. Welcher Grund war das? Ich habe es einfach zeitlich, habe ich mir gedacht, so nee, passt jetzt nicht. Habe das abgesagt, aber jetzt habe ich das schon so oft abgesagt, dass ich ein richtig schlechtes Gewissen habe. Das heißt, ich muss ab nächster Woche definitiv wieder hingehen. Und es hat nichts mit der Ex zu tun? Nee. Okay. Gut, dass der Rainer nicht eifersüchtig ist, ha? Was denn? Du hast so Hab nichts geseufzt. gesagt.
Okay. Ach so, ja, nee, das mache ich öfter. Das ist irgendwie eine schlechte Angewohnheit. Okay. Ja, die macht Scout immer fett, Rainer. Bei der Menge an schlechten Angewohnheiten, die du mitbringst, macht er darüber mal gar keine Sorgen. Ich bin bloß erledigt und müde. Alles gut. Er ist harte Arbeit. Den ganzen Tag rumhocken, daddeln und Bärchen im Internet belästigen. Entschuldigung. Alles gut. Das ist mal eine andere Frage. Jetzt nicht, dass es so ist oder so. Einfach nur, weil es mich gerade interessiert. Ja. Fändest du es denn süß, wenn ich eifersüchtig wäre? Weiß ich nicht, Rainer. Vielleicht? Das habe ich mir nämlich gedacht. Da werden wir wieder beim Analysieren. Ja. Und? Bist du eifersüchtig? Nein. Okay. Habe ich denn Gründe dafür? Wer weiß. Ich meine, schwimmen gehen? Sowas ist eine fiese Antwort. Schwimmen gehen? Ja, ich war jetzt davon ausgegangen, dass du in einem Frauenverein bist. Aber wenn du das jetzt so sagst, sind da auch Männer. Es ist ein Schwimmbad. Da sind alle möglichen Du Leute. sagtest Schwimmen, du sagtest Ding. Ich bin jetzt davon ausgegangen, das ist ein ganz normaler Schwimmkurs. Ja, aber das ist nicht geschlossen. Da sind nur Bahnen reserviert für uns. Mhm. Ich würde dich ja gerne mal im Badeanzug sehen. Das dachte ich mir. Ja, das denke ich mir auch. Ja, das war mir klar. Ich denke, du würdest mich. Klar, dass du das dachtest. Ich denke, du würdest mich auch gerne mal ohne Badeanzug sehen. Haha. Wirklich. So, wollen wir nicht wieder über das Jobcenter reden? Naja, das ist immerhin was anderes, wenn man dich im Badeanzug sieht, als wenn man mich in der Badehose sieht. Ne? Wieso? Ja, weil man bei ihm nicht sieht, dass er eine anhat. Ja? Stell dir Rainer vor, natürlich nicht die Badeshorts, sondern so eine Speedo, ne? So eine normale. Die siehst du bei ihm gar nicht. Die verschwindet ja komplett im Speck. Ich hab dich ja noch nicht mit einer Badehose gesehen. Kann ich ja nicht beurteilen. Du hast mich ja wohl Das ist auch gut so. Ne? Ich nehme nur an, dass man, wenn man Rainer dann in der Badehose sieht, dann spontan, keine Ahnung, Lauge in die Augen oder so. Hey. noch nicht ohne gesehen. Auch wahr? Generell meinte ich damit einfach, ich bin kein besonders angenehmer Anblick. Meinst du? Für meine Verhältnisse. Also mir Ja, für alle Verhältnisse, Rainer. Rainer, du schaust aus wie eine aufgedunsene, halb verweste Wasserleiche. gefällt's nicht. Ich meine, ich habe kein Problem damit, mich so zu zeigen. Ich habe auch kein Problem, mich nackt zu zeigen. Stört mich halt einfach nicht. Auch aufgrund einfach meiner Vergangenheit habe ich dir genug erzählt drüber. Ja. Aber im Allgemeinen, nö. Also, mir würde das nicht gefallen. Okay. Aber ich stehe halt auch grundsätzlich nicht auf sowas. Beziehungsweise, ich habe jetzt kein Problem damit oder so. Wenn jemand so rumlaufen will, mein Gott, ne? Ich muss ja nicht hingucken. Deswegen juckt es mich an sich eigentlich nicht. Es ist so unfassbar, wie er das einfach. Das wird outgesourced, das Problem. Ne? Das ist hier wie Patrick. Ne? Wir nehmen jetzt Adipositas und alle damit einhergehenden körperlichen Gebrechen und tun sie woanders hin. Raus aus meinem Kopf. Ja. Es ist nicht so, dass ich das anschauen muss. Das bringt mich ja keiner. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum Leute sich manchmal über sowas aufregen, weil, oh mein Gott, wenn das nicht sehen ist, guck nicht hin. Meine Fresse, man kann sich auch über nichts und nichts wieder nichts aufregen. Ja. Soweit meine Meinung. Ja, auf jeden Fall. Naja, letzten Endes muss jeder selber. Ja. Soll ich dich wirklich googeln? Warte mal, stopp. Du weißt schon, wie ich aussehe im Allgemeinen jetzt. Ja. Also du hast schon ein Bild vor Augen. Das ist jetzt nicht so, Ja. dass du mich jetzt, weil jetzt machst du mir gerade Sorge, dass du gar nicht weißt, wie ich aussehe. Nee, doch, das ist eigentlich allgemein bekannt. Das ist vieles über mich. Okay. Also googeln kannst du mich schon, aber ich sag dir halt gleich, ne? Nicht alles, was man über mich findet oder liest, ist halt auch wirklich wahr, ne? Ja, doch. Also, bis auf die Sachen, Reini, die du selber ins Internet gestellt hast, ist eigentlich ziemlich wahr. Die allermeisten Sachen. Ich würd auf 98% schätzen. Von den Dingen, die im Internet über dich stehen, die nicht aus deiner Feder kommen, dass die wahr sind. Aber wie gesagt, es werden halt über mich viele, viele Lügen erzählt. Ja. Das muss dir halt, oder das sollte dir halt zumindest klar sein. Wie gesagt, ansonsten google mich, das juckt mich nicht. Das ist letzten Endes deine Entscheidung, ich kann nicht Letzten Endes! und hindern. Und du sagst, du willst nicht googeln, dann google mich. Okay. Aber eigentlich wolltest du doch lernen. Oh, schlecht geblufft, Rainer. Schlecht geblufft. Ja, wenn du willst, dann google mich halt. Tu ja keinen Zwang an. Aber eigentlich wolltest du auch lernen. Ja. Das wollte ich eigentlich. Was genau googelst du jetzt eigentlich? Deinen Namen? Also einfach nur meinen Namen, nicht irgendwie Drachenlord nackt oder sowas. Was? Naja, keine Ahnung, wir hatten es vorhin von nackt und von Schwimmen und keine Ahnung. Soll ich das mal machen? Nein, liebes Bärchen, mach das mal lieber nicht. Ne? Also, wenn du Wert drauf
legst, ne, weiterhin über eine Libido zu verfügen, dann würde ich dir davon eher abraten. Nicht. Wieso nicht? Und ja, man findet was. Oder so. Ich weiß nicht, ob man was findet, wenn du so spezifisch googelst. Aber Doch, da findet man mit Sicherheit was. Ich werde es jetzt nicht machen. man findet ja auf jeden Fall Sachen von mir, wo ich nackt bin, ja. Sag dir einfach bitte nicht. Ich genieße es, mit dir zu schreiben. Was soll ich das sonst sagen? Was soll das jetzt heißen? Wenn du mich nackt gesehen hast, wirst du vermutlich erstmal schreien wegrennen. Meinst du? Ja, höchstwahrscheinlich. Du hast das Erbrechen vergessen. Ne? Das Erbrechen. Aber ja, klar. Ich mein, weiß nicht, wer von euch Call of Cthulhu, das Pen and Paper Rollenspiel mal gespielt hat. Der Wahnsinnsmeter geht natürlich nach oben. Ne? Vollkommener geistiger Bruch. Keine Ahnung. So gut kennen wir uns noch nicht. So gut kann ich dich nicht einschätzen. Ja. Mach einfach, was du denkst. Aber sag Okay. mir, was du gut ist, würde mich interessieren. Und wenn du irgendwelche Sachen siehst oder findest oder so, dann frag mich bitte. Ich erzähle dir gerne immer die Wahrheit über alles Mögliche, was dich interessiert. Aber ich kann dir Ja, er erzählt immer gerne die Wahrheit. Ja? Sie soll jetzt erst mal googeln und dann soll sie praktisch mit dem Fragenkatalog auf ihn zukommen. Ja, von den Dingen, die belegbar im Internet über ihn stehen, damit er sie dann anlügen kann, was da alles gar nicht stimmt. die Wahrheit über irgendwas erzählen, wenn du dir über irgendwas eine Meinung bildest, von dem ich nicht weiß, worum es geht. Weil ich kann ja schlecht die Wahrheit über etwas sagen, von dem ich nicht weiß, was du wissen willst. Ja. Du machst mich nervös. Ja, doch, Rainer, du kannst ja generell die Wahrheit erzählen. Dann ist es vollkommen wurscht. Ne? Wenn du einfach immer die Wahrheit erzählst. Googlest du mich jetzt oder nicht? Oder was machst du? Ja. Hä? Googlest du mich oder nicht? Oder Ja. was machst du? Ja. Ja, mach ich. Ich google dich. Oh yeah. Und, was findest du? Eine Menge Dinge. Ja. Rainer, Pech gehabt. Aber du hast schon einen Plan B. Das andere Bärchen weiß ja nichts davon, dass du dich an sie schon rangemacht hast. Ne? Dafür hast du gesorgt. Du Fuchs. Die ist vollkommen unwissend. Da kannst du gleich an die ranmachen. Und dieses Mal vielleicht nicht sagen, Google Drachenlord. Dann habe ich jetzt wohl verkackt. Scheiße. Höchstwahrscheinlich. Sorgen machen? Ja, ich würde ganz ehrlich, ihr merkt, dass er im Panikmodus verfallen ist. Ja, definitiv Panikmodus. Scheiße, wie er es tatsächlich gemacht. Oh, dang it. Worüber? Dass du mich googelst? Weiß ich nicht. Du hast doch gesagt, ich soll das machen. Du bist so verdächtig still, deswegen frage ich. Ja, Bärchen, er hat gesagt, dass du das machen sollst. Aber der hätte nie damit gerechnet, dass du dann auch tatsächlich tust. Muss ja ein bisschen gucken, was hier so abgeht. So, musste das. Ja, ganz schön viele Leute, die über dich Videos machen. Ja, richtig. Ich zum Beispiel. Hallo? Hä? Lol. Mein Headset hat sich disconnected und wieder connected. Okay. Stumpf. Rainer, ich glaube, das war ein kleiner Schlaganfall. Ja, mit dem Headset nichts zu tun haben. Das war ein kleiner Schlaganfall, was sie tatsächlich gegoogelt hat. Und feststellt, oh, da gibt es viele Leute, die Videos über dich machen. Und dann vielleicht schaut sie sich immer eins an. Vielleicht wird es eins von meinen sein. Okay, komm. Sie ist eh schon ein Bärchen. Aber wenn sie kein Bärchen wäre, würde sie sich vielleicht eins von meinen anschauen. Vielleicht eins von den richtig guten. Oder ein makelloser Charakter wieder so richtig schön zum Vorschein gekommen ist. Und dann hat sie vielleicht gar keine so gute Meinung mehr von dir. Verdammt, ne? Operation Wurstfach schon wieder gescheitert. Was habe ich jetzt gesagt gehabt? Ich habe den kompletten Faden verloren. Hm. Alter, wie durch die einfache Information, dass sie ihn googelt. Kompletter Bluescreen bei ihm ist. Prozessor durchgebrannt. Scheiße, Alarm, ne? Kernschmelze im Ogerstübchen. Warum ist eine der ersten Fragen, die kommt, wenn man dich googelt, wie hoch dein IQ ist? Ja, weil er HDS diagnostiziert hat. Hagelum-Syndrom, der alte 58er. Ich keine Ahnung. Woher soll ich wissen, warum da irgendwas steht? Oder was eine der ersten Fragen ist. Es kommt halt, keine Ahnung, vermutlich auch ein bisschen nach deinem Verlauf, ne? Was du so suchst und alles. Weiß ich nicht. Ich habe deinen Namen eingegeben und dann werden ja so Fragen vorgeschlagen. Da steht als erstes, wie hoch dein IQ ist und dann, was ist mit dem Drachenlord passiert 2025? Was wird... Aber du hast ja... Ja, Es sind halt die Sachen, die am... Ich habe keine Ahnung, okay. was da letzten Endes der Grund dafür ist. Letzten Endes. Also ich schau mal. Nachschauen.
schau mal nach. Eine Sekunde. Ich mache den hier Ding weg. Genau. Und dann googeln wir mal Drachenlord. Also, wie sind das diese Dinger? Ist der Drachenlord noch aktiv, obdachlos, im Knast, zurück, besiegt? Ja, rechts. Ich habe ist der Drachenlord eingegeben und das sind die Sachen, die mir vorgeschlagen werden. Einmal, ist der Drachenlord noch aktiv, ist das oberste. Die zweite Frage ist eher auf einem philosophischen Niveau, das ist einfach nur, ist der Drachenlord? Ne? Sein oder nicht sein, das ist da die Frage. Das dritte ist der Drachenlord obdachlos? Noch nicht. Kommt darauf an, wie lange die Jobcenter-Barne noch auf sich warten lassen. Ist der Drachenlord im Knast? Leider nicht. Ist der Drachenlord zurück? Noch nicht. Ist der Drachenlord besiegt? Auf jeden Fall. Ist der Drachenlord rechts? Weiß nicht, ich glaube, dafür ist er sogar zu dumm. Ja? Dann geht's hier, wo ist der Drachenlord aktuell? In Zobis. Immer noch, wo ist er? 2025? Wo ist er heute? Er ist immer in Zobis. Seit 2023 Zobis. Ja? Aber hier erst einmal weiter im Text. Aber warum interessieren sich die Leute für deinen IQ? Was sagt der denn aus? Ja, weil Reini das immer so hinstellt, als wäre er der schlauste Krebs im Meer und dass er da hier eigentlich unterschätzt wird. Problem, dass halt ihm eine mindere, unterdurchschnittliche Intelligenz erscheinigt wurde. Weil die Leute glauben, dass ich dumm bin, weil die Leute glauben, dass ich ein Idiot bin, weil ich Ja, offensichtlich, Rainer, Glauben ist da schon lange nicht mehr das richtige Wort. Wir sind uns ziemlich sicher, dass du dumm bist und ein Idiot. Weil jemand, der nicht hageldumm ist und kein absoluter Vollidiot, nicht sich in den letzten 15 Jahren in diese Misere manövriert hätte, in der du jetzt geendet bist. So viele Jahre mich mit diesen Hatern rumgeschlagen habe oder mich von den Hatern verarschen habe lassen oder sonstiges. Weil es viele Sachen gibt, die einfach für die meisten Leute nicht richtig greifbar ist. Okay. Deine Lieder werden auch angezeigt. Das dachte ich mir schon. Warum auch nicht? Ja. Es gibt mannigfaltige Gründe, warum die einem nicht angezeigt werden sollten. Ne? Keins davon. Auch nicht Stör. Auch wenn es Millionen von Klicks hatte. Aber irgendwie schon krass, wenn man so seinen eigenen Wikipedia-Artikel hat. Das ist eigentlich eher eine Schande. Wieso? Der Wikipedia-Eintrag der Schande, das ist richtig. Ja, weil deine ganzen Schandtaten da wahrscheinlich draufstehen. Ich habe mir Reiners Wikipedia-Artikel noch nie durchgelesen. Können ich mal machen. Lass doch das mal. Wir gehen mal Reiners Wikipedia-Artikel zusammen durch. Da hätte ich Bock drauf. Das machen wir mal. Hä? Ich der Meinung bin, dass alles vollkommener Schwachsinn ist. Warum? Deine Meinung ist aber also im besten Falle irrelevant, in dem Normalfall widerlich und ist auch hier nicht gefragt, Reini. Ja? Muss man über mich einen Artikel machen. Ich bin niemand. Ich war niemand und ich werde immer niemand sein. Und ich bin Rainer, das hat sich früher ganz anders angehört. Reini, du hast wie oft ich suche es jetzt euch nicht raus. Schaut euch, gebt irgendwie Arroganz Compilation an. Nee, da gibt's Rehacked, glaube ich, hat da mehrere rausgeballert. Gebt einfach Arroganz Compilation Drachenlord ein und dann vergleicht das nochmal mit Ich bin niemand, ich war niemand, ne? Die Nummer. Weil ich der Allergeilste bin, die Leute schauen bei euch nur zu, aber die Restreamer nur zu, weil ich so geil bin. Alle finden mich so super, ich bin das höchste Wesen, ne? Ich hab die Macht. Lauter Sachen, ne? Aber nee. Ich will auch niemand sein. Die einzigen Menschen, für die ich was wert sein will, sind die Menschen, die mir wichtig sind. Ja, das sind der Drachenlord, der Drachenbarde, der Joker 1510, der Rainer Winkler, Drache offiziell, Phönix-Drache, ja. Die Leute, die ihm wichtig sind. Darüber hinaus interessiert mich nicht, was andere Leute über mich denken. Okay, ja. Aber mit der Meinung stehe ich halt ziemlich alleine. Ja, die hast du exklusiv, Rainer. Wieso? Ja, weil viele Leute das anders sehen. Okay. Viele Leute glauben, nur weil ich irgendwelche Videos im Internet mache, muss ich irgendjemand
Nur weil ich Videos im Internet mache, bin ich eine Person des öffentlichen Lebens. Ja, Rainer, das ist halt so. Rainer, natürlich, wenn auch ich bin in einem sehr, sehr kleinen Rahmen inzwischen eine Person des öffentlichen Lebens. Ich bin auch schon mal erkannt worden an der Stimme. Grüße gehen raus, falls du noch zuschaust. Damals auf dem Feuertanzfestival. Aber, ja. Ist halt so, wenn ich Content auf öffentlichen Plattformen rausmeddle, bin ich dann irgendwann eine Person des öffentlichen Lebens, ab einem gewissen Ding. Und Rainer, über dich sind Bild-Zeitungsartikel veröffentlicht worden und Nordbayern.de und dieses und jenes und Y-Kollektiv, bla bla bla. Natürlich bist du eine Person des öffentlichen Lebens. Und das legt man dann auch nicht einfach ab, bloß weil einem die Bewährungsauflage 2 Jahre Füße stillhalten auferlegt wird. Du bist immer noch eine Person des öffentlichen Lebens. Das wirst du auch erst einmal bleiben. So, das sehe ich auch vollkommen anders. Ja. Ach, Gut, dass das, was du siehst, vollkommen irrelevant ist. Googlest du dich eigentlich manchmal noch selber? was? Ich hab mich eigentlich noch nie selber gegoogelt. Das ist gelogen, Rainer, du hast dich 1000-mal selber gegoogelt. Außer wenn ich irgendwas für meine Videos gesucht habe, was ich irgendwann mal gemacht habe, was ich nicht mehr im Kopf hatte oder was ich nicht mehr auf der Festplatte hatte. Okay. Ich google mich manchmal selber. Einfach um zu gucken, was es über mich im Internet so gibt. Ja, während mich juckt nicht, was im Internet über mich existiert, weil ich... Ja, Rainer, das juckt dich schon. Und ich glaube, du schaust dir bis heute sämtliche Videos von Ofi an. Ich glaube, der Mann sitzt jedes Mal, wenn Ofi wieder ein Video rausmeddelt, wo es um Reini geht, sitzt er wieder so da, wie er jetzt hier auf diesem Bild ist. Und rendert sich das rein. Und kocht. der Meinung bin, dass es keinen Einfluss auf mich hat oder auf mein Leben. Ich führe mein Leben so, wie ich es für richtig halte und alles darüber hinaus interessiert mich nicht. Okay. Viele finden das dumm, aber ich finde, das gibt mir meinen Seelenfrieden. Ja. Wissen wir ja, was du für einen Seelenfrieden hast, Rainer. Du bist ja praktisch der fleischgewordene Zen-Garten, bist du. Ganz ruhig und praktisch hat er schon das geistige Nirvana hat er schon erreicht. Er ist einfach Seelenfrieden hat er gekriegt, der Rainer. Ja, ist schon richtig so. Das kann dir niemand abnehmen. Was? Das muss sowieso letzten Endes jeder selbst entscheiden. Das kann dir letzten Endes niemand abnehmen. Ja. Letzten Endes. Und du liest jetzt Wikipedia-Einträge über mich durch. Peter, wie ihm der Stift geht. Auch ich lese mir immer so ein bisschen was durch, was ich so finde. Es ist sehr viel. Sie spielt aber auch echt gut mit der Nummer. Naja, wir reden von mehr als 15 Jahren. Ja. Einige Leute haben auch Spekulationen. Ja, Rainer, das ist gelogen. Das mit die Haters sind noch nicht mehr als 15 Jahre. Dir kommt das vielleicht schon so vor, als wären das schon 15, 20 Jahre. Aber wie gesagt, also wirklich relevant mit dem Game hat das erst 2014 angefangen. Dann gebe ich da 11 Jahre. Oder Ähnliches angestellt. Was meinst du mit Spekulation? Naja, aufgrund von irgendwelchen Sachen, die ich irgendwann mal gesagt oder gemacht habe oder vermutlich gemacht habe, haben die sich halt irgendwelche Sachen zusammengesprochen. Also findest du auch Sachen aus meiner Jugend. Und ja. Weil ich gewisse Dinge gemacht habe, sind die dann darauf gekommen, dass ich das gemacht habe und haben das dann auch im Internet erzählt, dass ich das gemacht habe. Schweinerei, Rainer. Wenn ich irgendwann mal ein paar Bilder in einem Video verwendet habe, wo ich noch recht jung war, ist das halt auch irgendwann noch thematisiert worden. Es gibt also von mir sogar Kinderbilder. Ja, Rainer, die hast du auch alle selber veröffentlicht. Da hast du irgendwie auf die Tränendrüse drücken wollen, wegen hier Todesdach von deinem Vater und so ein Shit. Ne? Und da ist dann die ganzen alten, hier dieses, wo ihm der Rudi die Fanta-Flasche ins Gesichtsarschloch steckt. Ne? Frühkindliche Erziehung. Ja, der kleine plärrt Zucker rein. Ist heute so. Okay. Aus meiner Teenagerzeit gibt es kaum Bilder oder eigentlich keine, weil ich eigentlich keine Bilder aus meiner Teenagerzeit habe oder auch nie veröffentlicht habe. Ich habe sowieso eine Handvoll aus meiner Zeit als Jugendlicher. Okay. Auch nicht zu googeln, ich bin langweilig. Ey, wie ihm der Stift geht, aber brutalo. Du hast gesagt, ich soll dich googeln. Nö, das habe ich nicht gesagt. Boah, Gaslighting, Rainer, hast du gesagt, mehrfach. Doch, du hast es gesagt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich kann mich eh nicht dran hindern. Hä, hast du nicht vor? Du hast gesagt, google doch mal. Reini, ich such's jetzt nicht raus, ich weiß nicht genau, wo es war, aber sie hat gesagt, hast du mir schon alles über dich erzählt? Dann hast du gesagt, ja, steht ja alles im Internet, brauchst du ja nur googeln. Dann soll ich das googeln? Ja, googles halt. Ja, und jetzt heißt, nee, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich soll dich googeln.
Nein, ich habe gesagt, mach, was du für richtig hältst. Ich kann dich eh nicht daran hindern. Okay. Du kannst das ruhig machen. Ich habe nur gesagt, wenn du es machst, solltest du das bitte nicht alles glauben, was du liest. Das habe ich gesagt. Okay. Deshalb sollst du mich googeln. Wenn du mich googeln willst, das ist auch in Ordnung. Ist ja auch dein gutes Recht, mich zu googeln. Ich bin halt noch aus der Generation, ich google niemanden. Alter, ich bin ja noch, ja, die haben noch die alten, die guten Werte, wo man die Leute nicht googelt, bevor man sie trifft. Ich mir halt eine Meinung und ein Punkt. Ja, ich glaube, wie gesagt, du würdest auch nichts finden, wenn du mich googeln würdest. Da habe ich halt nichts zu tun, sondern allgemein, ich google halt niemanden. Egal wen. Okay. Nee, Rainer hat noch nie irgendwas gegoogelt. Er weiß gar nicht, wie das funktioniert mit Google. Aber er weiß, dass man das, was man findet, wenn man ihn googelt, nicht glauben darf. Weil es alles Lügen sind. Obwohl er noch nie irgendjemanden gegoogelt hat und vor allem nicht sich selbst. Kommt mir da ernsthaft gerade Ash entgegen. Ich habe übrigens nicht nach Nacktbildern von dir gesucht, weil ich der Meinung bin, wenn, dann... Ja, das ist wiederum gut für deinen Seelenfrieden, liebes Bärchen. Schicken wir uns die privat lieber. Das kannst du machen wie ein Dachdecker. Okay, ich höre auf damit. Was denn? Recht. Na, mit googeln. Hast du schon Glück gefunden? Nee, ich mache wann anders weiter. Ich kann so viele Informationen nicht aufnehmen. Du wolltest sowieso lernen. Das ist sowieso sinnvoller, wenn du lernst, als wenn du den Quatsch da liest. Ja, wahrscheinlich. Na dann, weiter geht's mit der Sache hier. Ah, und hier geht es jetzt erst einmal nicht mehr weiter. Wir sind schon wieder bei 1 Stunde 21. Ich glaube, hier sind wir ganz gut. 25 Minuten, 45 Sekunden in diesem Video. Sie hat jetzt gerade aufgehört zu googeln. Wir hören auf, uns diesen Schmarrn zu geben. In hoffentlich 2 Tagen kriegt er den nächsten Teil. Und dann schauen wir mal, was hier so überraschend ehrlich ist an diesem Gespräch. Bisher habe ich noch nicht viel mitgekriegt so. Er hat es gerade in den letzten Minuten wieder sehr viel gelogen, von wegen, er googelt ja nie irgendjemanden, vor allem nicht sich selbst, aber alles gelogen, was im Internet über ihn steht, wenn man ihn googelt. Und ja. In diesem Sinne, Leute. Tut nicht, was Rainer tut. Mehr Love.